Die Romantik. Die literarische Romantik dauerte von 1798 bis 1835. Sie entwickelte sich unter dem Einfluss der Industrialisierung sowie der damit verbundenen Verstädterung und wurde außerdem durch die Französische Revolution und die sich daran anschließenden Kriege in Europa geprägt. Die Kriege und ihre Helden, wie zum Beispiel Napoleon oder Admiral Nelson, wurden ebenfalls in verklärender Form idealisiert. Literaturhistorisch knüpft die Epoche an zwei literarische Strömungen des 18. Jahrhunderts an. Erstens die Schauliteratur und zweitens den Sturm und Drang. In der Schauliteratur fand sich bereits das Motiv des verklärten Mittelalters, während der Sturm und Drang sich intensiv mit Emotionalität und der Natur auseinandersetzte. Außerdem stellte die Romantik eine Art Gegenbewegung zur Weimarer Klassik und zur Aufklärung dar. Die Aufklärung war zu rational bestimmt, die Klassik zu formstreng und beide Epochen zu sehr um Objektivität bemüht. Um den eher jungen Autoren und deren Sehnsucht und Leidenschaft gute Ausdrucksmöglichkeiten zu bieten, auch distanzierten sich die Romantiker von den erzieherischen Intentionen der Aufklärer, Klassiker und Stürmer und Dränger. Sie hatten das Gefühl, die Welt wäre zerrissen und wollen diese und die Menschen heilen. Die Romantik kann in drei Phasen unterschieden werden. Die Frühromantik dauerte von 1795 bis 1804, die Hochromantik zwischen 1804 und 1815 und die Spätromantik, die von 1815 bis 1848 dauerte. Eine Unterströmung der Romantik war die Schwarzromantik oder auch Schauromantik, die 1793 einsetzte und sich näher an die Schauliteratur orientierte. Phasenübergreifend bemühten sich die Romantiker, die Grenzen zwischen den verschiedenen Textgattungen sowie zwischen Literatur und Wissenschaft aufzulösen. Das Ideal des Kunstwerks war eine Universalpoesie, die eine Verschmelzung von Natur- und Geisteswissenschaften sowie Lyrik, Epik und Dramatik darstellte. Der Künstler wurde entsprechend als freies Genie angesehen, losgelöst von jeglichen stilistischen oder formalen Vorgaben. Weiterhin typisch ist die sogenannte romantische Ironie. Ein typisches Beispiel für die romantische Ironie ist der Held eines Theaterstückes, der in einer scheinbar ausweglosen Situation mit dem Ausspruch reagiert, man stirbt nicht im dritten Akt. Sowohl inhaltlich als auch formal beschäftigten sich die Romantiker verstärkt mit dem Volksbegriff der deutschen Sprache und Vergangenheit, Volksliedern, Märchen und Sagen. Sie nahmen altgewordene Worte in ihren Sprachgebrauch mit auf und beschäftigten sich mit Elementen wie zum Beispiel dem Mittelalter, wie etwa dem Rittertum. Gedichte wurden mit Hilfe von Liedstrophen häufig Volksliedern nachempfunden. Volksmärchen und Lieder als Sammlung herausgebracht. Die bekannteste Märchensammlung aus der damaligen Zeit sind Grimms Märchen. Zentrales Motiv der Romantik ist die blaue Blume. Sie ist ein Motiv für die Sehnsucht bzw. für das unbekannte Ziel derselben. Diese Sehnsucht ist auch für sich alleine ein typisches Motiv, von dem sich speziell zum Beispiel das Wander- oder Reisemotiv, das Motiv des Fernwehs und das des Müssiggangs ableiten. Auch der Begriff der Seele und des Gefühls sind typische Merkmale der Romantik, während die Natur und insbesondere die Nacht häufig konkrete Rahmen für romantische Werke bildeten.
Typisch für die Romantik ist auch ein Hang zur Mystik, zum Geheimnisvollen oder Unheimlichen. So sind gerade in der Schwarzromantik Schauplätze, häufig Friedhöfe, verfallene Gemäuer, dunkle Wälder oder nächtliche Naturschauplätze. Es werden Motive wie das des Doppelgängers und des Wahnsinns aufgegriffen. Wichtige deutsche Autoren der Romantik waren Friedrich Hölderlin, E.T.A. Hoffmann, Heinrich Heine, die Gebrüder Grimm und Novalis. Kurz und knapp, in der Epoche der Romantik werden besonders die Sehnsucht und das Schweifen in die Ferne als besondere Merkmale verwendet. Die Stilepoche kennzeichnet sich vor allem durch offene Formen in Gedichten und Texten. Auf den Menschen übertragen ergibt sich ein bürgerliches Bild. Die Grundthemen der Romantik sind Gefühle, Individualität und Leidenschaft und die Seele.